Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung-Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung die IGA ehrt langjährige Aussteller, die Berner SVP nominiert sie Bundesratskandidaten, Vicky Münzigen setzt auf erfahrene Cyril Kormann. Bevor wir jetzt aber zu unseren Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom Tag. Ein weiteres Highlight der Konzerte im 2023 in der Stockhorn Arena ist bekannt worden. Mit Mötley Crüe und Def Leppard kommen zwei Rockgiganten nach Thun. Der Kanton Bern eröffnet eine Asylunterkunft. Auf Anfang des kommenden Jahres soll das zurzeit leerstehende Hotel-Restaurant Gurnigelbad umgenutzt werden. Bund und Kanton erwarten in den kommenden Wochen und Monaten einen verstärkten Zustrom von Asylsuchenden. Über 700 Landwirtschaftsbetriebe im Kanton müssen wegen einem Fehler beim zuständigen Amt des Kanton Bern Beiträge zurückzahlen. Im Durchschnitt sind es rund 2000 Franken, in ein paar Fällen aber deutlich mehr. Zum ersten Mal seit dem Start der Pandemie kann sich die Interlakener Gewerbeausstellung IGA dieses Jahr wieder in ihrem gewohnten Kleid präsentieren. Mit dabei ist auch das Capo Fernsehen Bödeli. Und das hat eine lange Tradition. 3 Mitglieder der Geschäftsleitung des Familienunternehmens haben nämlich eine Urkunde in Empfang nehmen, wo darauf steht, dass das Unternehmen seit 35 Jahren an der IGA mit dabei ist. Meine Kollegen Patrick Schmid und Noemi Hodler sind am Stand vorbeigegangen, um zu schauen, wie es dort aussieht. Das ist natürlich von dem her eine Auszeichnung, die wir gerne entgegennehmen, weil es so eine Beständigkeit auch zeigt. Wir sind wirklich 35 Jahre halt auch auf dem Platz tätig. Zuerst die ältere Generation von meinem Papa, die ich jetzt mit meinem Team übernehmen durfte. Und das ist schon, also 35 Jahre, das muss man zuerst erreichen. Wir haben zwar diverse Möglichkeiten, auch schon sonst unter dem Jahr, mit unserem Infoshop, den wir haben an der Zentralstraße zu Interlaken oder auch mit dem Hauptgeschäft zu Unterseen. Aber wirklich so nach wie hier an der IGA sind wir eigentlich sonst nie bei unseren Kunden. Und das nutzen wir sehr gerne nutzen. Einerseits, dass wir uns präsentieren können, aber sonst auch den Kunden die Gelegenheit geben, auch mit uns in Kontakt zu treten und vor allem auch ihre Anliegen anzuschauen und sie natürlich auch entsprechend zu beraten. Die Plattform von IGA nutzen wir alle Jahre für unsere Kunden, nicht nur unsere Produkte zu zeigen, sondern auch alle Jahre spannende Aktionen zu machen. Dieses Jahr sind es alle unsere Produkte, die wir zum halben Preis anbieten. Das heisst, auch Kunden, die bei uns ein Hobby ändern, können profitieren. Jeder hat heute daheim x verschiedene mobile Geräte. Keines ist mehr mit dem Kabel verbunden. Und darum erwartet der Kunde, dass er Internet bis in die letzten Ecken hat. Für das haben wir ein intelligentes Wi-Fi, das das ermöglichen tut, dass das Internet überall verfügbar ist und überall so, wie man es braucht und sich das gegenseitig nicht beeinträchtigen. Wir sind ein kleiner Player, wir machen alles selber, wie die grossen Mitbewerber, haben aber durch das auch gewisse Vorteile, sodass wir direkt auf die Kunden eingehen können, direkt Kunden begrüßen können, zum Beispiel hier am Stand, bei uns im Büro. Aber auch wenn man uns anruft, hat man keine anonyme Hotline, sondern eben Leute, die man kennt. Das hier ist eine Verteilkabine, die bei uns auf dem Bödeli unterdessen sehr vielen Orten verbaut ist. Ein Hauptverteilpunkt. Das ist neueste Technik, da kann man Internetgeschwindigkeiten von 10 Gigabit verarbeiten. Der riesen Vorteil dieser neuen Geräte ist, wir können so näher den Kunden Bandbreiten auf 1 Gigabit pro Sekunde anbieten. Das haben wir vorher mit dem alten Material nicht können. Die 3 grossen Gemeinden auf dem Bödeli haben wir jetzt umgebaut auf die neueste Technologie. Unsere Kunden gehören zu den Gewinnern. Sie können fast die doppelte Bandbreite haben, die Mitbewerber anbieten können. Und somit gehören sie so zu den Gewinnern, wie wir hier auch sehen, an unserem Stand. Das Capo Fernsehen Bödeli wird natürlich am 7. Dezember auch die Bundesratswahlen in alle Haushaltungen im Berner Oberland übertragen. Die Berner SVP hat jetzt 2 Kandidaten zuhanden der Fraktion nominiert. Es sind das der Nationalrat Albert Rösti und der Ständerat Werner Salzmann. Die Fraktion wird am 18. November entscheiden, ob einer von diesen 2 oder beide ins Rennen um Bundesratswahlen geschickt werden. Glück. Ohne Chance. Glück. Ja, Verstand gut. Ich freue mich, dass wir nominiert sind. Ich freue mich auch, dass wir beide nominiert. Ich glaube, es ist richtig, dass wir die Findungskommission beide prüfen können und wir dann so
gemeinsam der Fraktion vorstellen. Ja, es war natürlich relativ einfach für uns, weil die Leute uns kennen, sowohl der Albert wie mich auch. Und dann haben wir es relativ kurz gemacht. Dann sind wir ausgegangen, dann sind wir darüber diskutiert und dann sind wir gekommen und uns ist applaudiert worden, dass wir beide nominiert sind. Und ich danke natürlich für das Vertrauen und freue mich jetzt, den Weg weiterzugehen. Wie gesagt, es ist noch ein langer und steiniger Weg. Taktisch ist richtig, dass man die Kandidaten, die Qualifikationen mehr zu erfüllen, die die Kantone präsentieren, dass die jetzt auch alle zur Findungskommission geschickt werden. Es wäre falsch gewesen, jetzt der eine oder der andere hier aus dem Rennen zu nehmen. Okay. Nach der Ferien ist es installiert. Beschlossen ist, dass sie Ende Dezember vom Netz gehen sollten. Für mich ist der Hans-Uli Vogt eigentlich der zurückgetreten aus dem Nationalrat, Überraschung war. Aber er ist natürlich auch ein valabler und gut ausgebildeter Kandidat. Gut, ich habe mich von Anfang an auf einen Wettbewerb eingestellt. Wir haben bis jetzt einen guten Wettbewerb, das belebt auch das Geschäft. Also ich glaube, das ist klar und ist auch wichtig, dass man jetzt eine Fraktion mehrere vorstellen kann, aus mehreren Regionen und auch im Parlament sicher ein Ticket macht mit 2 oder 3 Personen. Das wird man dann sehen. Ein Auf und Ab und Entscheidungen zum Personal gibt es nicht nur in der Politik, sondern natürlich auch im Sport. So setzt der EHC Wiki Münsingen mit dem Cyril Kormann auf einen langjährigen erfahrenen Spieler. Der 30-Jährige soll in seiner letzten Saison eine ganz neue und ungewohnte Aufgabe übernehmen. Nachdem das Team letzten Frühling ist abgestiegen, soll er dafür sorgen, dass der EHC Wiki Münsingen in der Erstliga im Playoff-Final vertreten sein. Ja, wie habe ich die erste Liga erlebt und aufgenommen? Es ist für mich es ist eine neue Liga, es hat andere Gegner, wir haben ganz viele Mannschaften, die man vorher noch nicht kennt. Es ist ein anderes Niveau, man muss sich zuerst wieder daran gewöhnen. Ich glaube auch, der Rollenwechsel, dass man auf einmal der gejagt ist, dass man auf einmal das Spiel machen soll. Es hat ganz viele verschiedene Aspekte, die sich geändert haben. Aber schlussendlich schauen wir auf einen erfolgreichen Start zurück. Ja, was sind die Gründe für den Abstieg? Ich glaube, wir haben uns recht lange mit dem beschäftigt. Man hat über die letzten Jahre halt immer ein gewisses an Qualität verloren, wo man so nicht 1:1 hat kompensieren konnte. Es ist der Wechsel gekommen mit den Jungen, die eine sehr gute Saison haben gespielt, die das Limit sind. Und gleichwohl hat man halt gemerkt, dass unserer Mannschaft noch eine gewisse Erfahrung fehlt. Und ich glaube, wir sind in jeder Partie oder in jedem Match sind wir dran im Gegner, haben aber schlussendlich zu wenig Matches gewinnen. Und ja, da ist das halt nachher zu dem gekommen. Ja. Irgendwann, wenn ich das höre, wird es mir noch ein bisschen bewusster, wie sich das alles anfühlt und wie sich die 12, 13 Jahre irgendwo, wie sich die verändert haben. Ja. Für mich, klar, irgendwo war jede Zeit spannend gewesen. Am Schluss wollte man immer zu oberst stehen und einen Kübel in die Hand lüpfen. Aber vor der Erstliga, vor 10 Jahren, haben wir natürlich noch eine andere Ausgangslage gehabt. Man hatte eine andere Liga gehabt. Man konnte da vorne dabei sein und mitspielen. Erfolge können feiern. Und dann ist so ein bisschen der Wechsel in die MySports League, wo ich glaube, für die Mannschaft, aber auch für jeden Einzelnen auch wieder eine Herausforderung war. Halt nicht mehr so unbedingt, dass man dann am Ende des Tages zuoberst ist, aber dass man irgendwo andere Ziele setzt, um zu erreichen, im Bewusstsein, dass das Niveau über die Jahre halt auch immer höher ist geworden. Und ich würde nicht jetzt eine Saison rausnehmen und sagen, das war genau die gewesen, wo wir perfekt haben gespielt. Es hat immer Höchst und Tiefs gegeben, in jeder Saison. Das wird voraussichtlich meine letzte Saison sein, wo ich noch für Wiki so auf den Punktejagd mit der Mannschaft zusammen werde gehen. Ein Grund dafür gibt es nicht, es sind verschiedene Aspekte und es ist auch ein bisschen mehr innen gegreift. Es hat sicher damit zu tun, dass eben jetzt meine langen Weggefährten gehört haben und den Weg vor mir sind gegangen. Und jetzt irgendwann kommt so der Moment, wo du auch sagst, jetzt ist es auch an der Zeit. Und ich glaube, eben, man hat in den letzten Jahren oder seit klein auf so viel auf andere Sachen dürfen verzichten. Man hat das so gerne gemacht, die jetzt aber auch mittlerweile auch ein bisschen priorisiert werden. Und irgendwann kommt ein neuer Teil oder ein neuer Abschnitt vom Leben und auf den freue ich mich auch. Was soll denn mehr Platz haben im Leben?
Ich glaube, so ein bisschen die Spontanität, ich sage jetzt mal nicht immer die fixen Termine, in der Mitte vom Wochenende noch ein Match drin. Und ich bin wirklich sehr gerne in der Natur draussen, ein bisschen das Rennvelofahren entdeckt, bin halt gerne am Wandern, aber auch mit Kollegen unterwegs. Es sollen auch gewisse Ausflüge sollen, möglich sein, wo man nicht immer auf das Hockey Rücksicht nehmen muss, mal ein bisschen länger fortreisen, vielleicht noch Weiterbildung, Konzerte, wo man nicht immer das Hockey oder das Training im Weg steht. Es gibt ganz viele Sachen, wo wir glaube nicht langweilig werden. Merci, Sido. Danke auch. Ob am Wochenende eher Wetter für Eishockey oder vielleicht für einen Ausflug an die Iga ist, das seht ihr gerade anschliessend in den Prognosen. Ich wünsche euch so oder so jetzt schon einen grusamen Abend und eine gute Zeit. Wiederschauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung, Wetter für den Kanton Bern. Der Freitag heute hat sich doch von seiner ziemlich durchzogenen Seite gezeigt. Vor allem am Vormittag ist es immer mal wieder nass geworden in den Alpen. Da haben wir heute Föhnströmung gehabt. In Nacht auf morgen überquert uns jetzt eine Kaltfront. Morgen gibt es raschen Wetter eine Besserung. Allerdings sind wir da weiterhin in dieser sehr milden Südwestströmung auf den Sonntag. Da wird es dann schon wieder föhnig bei uns im Alpenraum. In Nacht auf morgen setzt es jetzt aber von Westen her zuerst einmal verbreitet und zum Teil kräftigen Regen ein. Und dann starten wir morgen noch mit dichten Wolken. Vielerorts ist es auch noch nass, aber bereits im Verlauf des Vormittags gibt es von Westen her eine rasche Wetterbesserung. Die Temperaturen morgen früh liegen so bei etwa 12 bis 13 Grad. Am Nachmittag gibt es den Übergang zu mehrheitlich sonnigem Wetter. Der Tag morgen also Richtung 2 geteilt und vor allem wird es auch wieder warm. Wir haben Höchstwerte im Flachland, zum Beispiel in Bern oder in Biel von rund 20 Grad. Im Oberland haben wir etwa 18 bis 19 Grad. Ich habe das schon ein bisschen angesprochen, auf den Sonntag da wird es schon wieder leicht föhnig. Es ist nicht ein unfreundlicher Tag. Im Flachland haben wir zuerst zum Teil ein bisschen Nebel. Der löst sich auf, sonst ist der trotz zum Teil ausdehnten hohen Wolkenfelder zumindest teilweise sonnig und weiterhin sehr mild. In der Nacht auf den Montag kommt wieder mehr Feuchtigkeit daher, das ist eine Störung. Der Montag selber ein wechselhafter und zeitweise nasser Tag. Die Temperaturen gehen spürlich retour auf den Dienstag. Da wird es aus heutiger Sicht wieder freundlicher bei einem Mix aus Sonne und Wolken und ähnlich sieht es am Mittwoch und Donnerstag aus, es dürfte trocken bleiben und die Temperaturen sind weiterhin deutlich über dem Durchschnitt. Meine Damen und Herren, das war vom Wetter. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und auf Wiedersehen miteinander.